So, also, ein bisschen anfängliche Startschwierigkeiten. Aber jetzt sind wir rum. Liebe Leute, willkommen da beim Collab-Podcast. Ich versuche das Intro relativ kurz zu behalten, weil ich das neues Format starten will und ein bisschen zu faul bin, um das einfach pre-recorden und dann irgendwie zusammenschnipseln. Und ich dachte, ich mache gerade einen Livestream und starte es gerade so mit dem OBS da und kann es eigentlich von da aus steuern. Was machen wir in diesem neuen Format? Oder wieso sieht das jetzt so in diesem neuen geilen Gewand hoffentlich ein bisschen schönere Grafiken? Wieso ist das jetzt? Ich muss jetzt da testen, ob ich tatsächlich noch live bin oder nicht. Genau, sorry. Aber wieso ist das jetzt in dem neuen Format? Oder in dem neuen Visual. Ich arbeite an einem neuen Content-Format, das ich mal präsentieren und testen. Und zwar würde ich, ist jetzt die Frage, wie ich das mache. Den Chat kann ich natürlich nicht anschauen, aber das ist jetzt auch nicht so hure tragisch. Also was würde ich machen? Ich würde in dem neuen Content-Format ein bisschen praktischere Beispiele darstellen. Was meine ich mit praktischen Beispielen? Darum nenne ich es auch ganz pragmatisch den Track-Travel-Prozess da, habe ich auch schon im Titel drin, oder müsstet ihr irgendwo sehen. Der Track-Travel-Prozess sollte vielleicht ein regelmäßiges Content-Format werden auf dem Channel, wo man den Werdegang oder so ein bisschen, wie es der Name halt schon sagt, der Track-Travel, also die Route von einem Song, wo gerade jetzt auf dem Markt erhältlich ist, wo gerade irgendwie gestreamt wird oder einfach konsumiert wird, dass wir uns den Werdegang von so einem Song mal richtig anschauen. Wir machen das heute mit einem internationalen Song, weil ich gerade im Moment nicht wirklich irgendwie auf lokales Content bzw. auf lokale Songs irgendwie analysieren. Machen wir das heute mal mit einem internationalen Song, der jetzt gerade im Moment im Umlauf ist. Und ich würde sagen, wir gehen mal gerade rein. Jetzt muss ich mal schauen, ob das alles so klappen wird. Nebendran ist der Stream noch da, genau. Das läuft alles noch. Ich hoffe, man hört mich auch sehr gut. Sonst werde ich das erst später merken. Genau, welchen Track schauen wir uns an heute oder welchen tun wir ein bisschen analysieren. Es handelt sich diesmal, oder je nachdem, ob wir das Format noch weiterspinnen werden, schauen wir uns zum ersten folgenden Song an. Und zwar der von der Salem Ilese, Mad at Disney heisst der. Ich weiß nicht, ob man die Dame tatsächlich so ausspricht oder nicht. Das ist eine relativ neue Popkünstlerin, die da vorgekommen ist mit dem Song. Und da gehen wir nachher noch ein bisschen ins Detail rein, was das alles bedeutet, reinkommen, beziehungsweise wie das jetzt auf meinen Radar gekommen ist oder wieso das jetzt für die Industrie, für die Musikindustrie auch in der Schweiz relevant ist, so ein Song. Aber genau, ich habe da halt jetzt ein bisschen Hintergrundwissen gesammelt, mal zu ihr, wer da dahinter steckt, beziehungsweise was die Dame so gemacht hat, und ich würde euch da einfach mal ein bisschen einen Einblick geben oder erklären, was so ein bisschen der Mindset wäre aus einer Artist-Team-Perspektive, aus einer Management-Perspektive vielleicht oder sogar aus einer Label-Perspektive, was man mit so einem Song jetzt da würde machen. Als allererstes, einfach, dass ihr ein bisschen den Kontext versteht. Jetzt muss ich mal schauen, ob das da mit diesen Fenstern klappen tut und ob ich überhaupt noch live bin, aber das müsste gehen, genau. Genau. Was wir uns als erstes mal ein bisschen anschauen, dass ihr ein bisschen den Kontext versteht, ist das Profil von dieser guten Dame. Wieso überhaupt jetzt dieser Song, wieso habe ich jetzt den gewählt und wieso ist jetzt genau sie interessant, so als Beispiel, sagen wir jetzt mal als Songbeispiel. Die Salem Ilese, wie man da jetzt würde sehen, wenn wir mal auf ihr Profil würde gehen, auf ihr Spotify-Profil, ist noch relativ neu. Der vermeintliche Song, von dem wir da reden, Mad at Disney, ist also ziemlich der einzige Ausreißer-Song, wie ihr da seht. Das sehen wir jetzt da, genau. Mit diesen 16 Millionen Streams, die er hat.
Und der Rest, wie ihr da auch könnt beobachten ist relativ low im Vergleich zu dem Song. Das ist also ganz klar so ein Ausreißer-Song in ihrem Katalog. Sie hat auch noch nicht so viele Songs draussen, muss man sagen, was das Ganze natürlich ein bisschen spannender macht, weil die ist auch noch sehr jung, 21, glaube ich, so viel man ist. Wir gehen dann nachher noch ein bisschen das rein, was so ein bisschen ihre Background ist. Wieso macht es das jetzt überhaupt spannend? Weil wir da uns ein Beispiel anschauen, das noch sehr, sehr am Anfang ist. Sprich, selbst wenn sie jetzt da 4, 5, 6 Tracks vorher rausgegeben hat, ist das für internationale Verhältnisse extrem wenig. Und sie hat jetzt schon, weil der Song ist irgendwie am 24. Juli ist der released worden, steht da, hat sie seit dem Juli bis jetzt, das werden wir nachher ein bisschen sehen, einen rechten Aufschwung bereits gehabt. In Amerika vor allem, aber auch in gewissen anderen Märkten, wie es jetzt auch in der Schweiz vielleicht mal ein bisschen starten wird. Und genau, das ist so ein bisschen ihres Profil. Wie würde ich jetzt an so eine Sache angehen? Ich kann euch dann auch zeigen, wie ich überhaupt auf den Song gestoßen bin. Als allererstes machen wir vielleicht das. Ist am gescheitsten. Das Format ist noch ein bisschen neu, Leute. Also, und vor allem mit dem Livestreaming-Ding da sowieso ist es komplett neu, wie ich es am machen bin. Darum entschuldigt, wenn wir da noch ein bisschen hin und her freestylen. Aber genau, was schauen wir uns jetzt an? Ich würde euch am liebsten gerne zeigen, als allererstes, wie ich auf den Song gestoßen bin und wieso ich jetzt überhaupt diesen Song gewählt habe. So für das neu erkorene Format hier auf dem YouTube-Channel. Wie teilweise Leute, die jetzt ein bisschen nerdiger unterwegs sind auf diesen Streaming-Plattformen und sich halt die Songs aus kommerzieller Basis halt anschaut und halt up-to-date wird bleiben mit den Song-Releases, die geht halt meistens in die verschiedenen Kategorien auf diesen Streaming-Anbietern. Wir befinden uns da jetzt auf Spotify, wie ihr könnt sehen. Und ich bin halt ganz oft, nebst dem Hip-Hop-Genre, bin ich natürlich auch im Pop-Genre unterwegs und schaue mir dort ein bisschen an, was so alles rauskommt. Und der Song, von dem wir da reden, Mad at Disney, ist mir persönlich vor allem als erstes in dieser Playlist aufgefallen. Today's Top Hits. Für die das nicht wissen oder ein bisschen Background haben zu dieser Playlist. Das ist die grösste Playlist, die Spotify hat, global, weltweit, mit 26 Millionen Followern. Die Playlist ist auch für die Schweiz relativ stark noch relevant, weil es auch viele Schweizer User gibt, die sich die Today's Top Hits, auch wenn sie aus Amerika ausgesteuert wird und eine amerikanisch kuratierte Playlist ist, wird die halt auch in der Schweiz gelost. All die Songs, die ihr da seht, sind mehr oder weniger halt auch in der Schweiz in den Spotify-Charts vertreten. Und der Song da, von dem wir da reden, von dieser guten Salem, ist irgendwo im Mittelfeld von dieser Playlist, glaube ich. Jetzt müssen wir gerade mal schnell schauen. DJ Khaled, Jason Derulo. Und da geht Salem Ilese, genau, Mad at Disney. Und jetzt muss ich mal schauen, ob wir da überhaupt noch ab und zu muss ich jetzt ein bisschen den Background-Check machen, weil das ist ein bisschen doof sonst. Gut, nein, aber ist noch gut. Genau, sorry. Genau, Mad at Disney, Salem Ilese. Ich höre mir halt ab und zu die Today's Top Hits, also nicht ab und zu, ziemlich jeden zweiten Tag oder so, schaue ich mir die Playlist an oder höre mir sie halt durch. Auch dort ein bisschen für den Hintergrund, dass ihr ein bisschen den Kontext versteht. Das ist halt mitunter einer von dieser Playlist, wo man, wenn man jetzt so industriemässig in der Industrie gross geworden ist, wie ich jetzt, oder das gelernt hat, tut man die eigentlich wie so ein bisschen auf Kommando amix durchhören, einfach zum Up-to-Date bleiben. Und der Track Mad at Disney von dieser Salem Ilese ist mir halt da als erstes mal aufgefallen, auch wenn er nicht sehr, sehr hoch positioniert ist, gehe ich mir natürlich trotzdem alle Songs amix durch.
Und wenn man es so ein bisschen vergleicht, einfach zum euch dort auch ein bisschen einen Hintergrund geben mit den anderen Tracks, die vorher kommen, angereiht sind und auch danach, wird man auch merken, dass der Song halt relativ stark auffällt. Nicht nur wegen dem Titel, aber vor allem der Titel oder das Wortspiel auch. Mad at Disney und rein von den Lyrics her, was das macht, weil wenn man sicher rein auch ein bisschen, das geht natürlich alles in das rein. Jetzt muss ich da mal schnell schauen, ob das Fenster switcht. Genau, weil wenn man Mad at Disney Genius schauen und man schaut sich mal die Lyrics an, für die den Song nicht hören, noch nicht gehört haben. Ich kann jetzt natürlich da nicht den Song abspielen, weil ich auch nicht geclaimed werden. Aber hört den euch selber mal an und dann versteht ihr vielleicht ein bisschen, ja, wie sagen wir, die Einzigartigkeit dahinter. Weil sie da halt auch schreibt, I felt bad, sometimes happy love turns into giving up, about the world, what the hell, blah, blah. Es fängt halt schon an mit dem I'm mad at Disney, they tricked me. Had me wishing on a shooting star. Also eben, die Bedeutung vom Song ist so ein bisschen, dass das Mädchen oder die Frau ist hässig auf Disney, weil sie ihr wie so ein bisschen Illusion verkauft haben. Und so etwas rein von der Storyline, jetzt muss ich mal schauen, ob ich da weiter geswitcht habe, genau, rein von der Storyline fällt natürlich so ein Song schon recht auf, weil ihr auch sehen, die restlichen Songs, die da drin sind, die eher ein bisschen poppiger sind, wie jetzt da der Machine Gun Kelly Song, Kane Brown Song mit Sway Lee und Khalid ist auch im poppigeren Bereich. Wenn man sich jetzt mal die Hip-Hop-Tracks wie Internet Money, Pop Smoke, For the Night und so wegtut und man schaut sich halt nur die poppigeren Tracks an, fällt halt so ein Story-Narrative, wie sie da drinnen siehst, relativ stark auf. So. Genau, das war so ein bisschen das erste Mal, wo ich jetzt auf diesen Song gestoßen bin. Jetzt können wir aber immer noch sagen, ja gut, es sind recht viele Songs da drin in der Today's Top Hits. Wieso macht es diesen Song jetzt spannender und vor allem was hat das jetzt mit der Schweiz zu tun? Genau, jetzt ist es neben dieser Playlist, ist mir es noch in einer zweiten Playlist, ist mir der Song auch aufgefallen. Und zwar ist das die da, Pop Rising. Da hat sie auch mal das Cover gehabt schon, aber wie ihr da zum Beispiel seht, ist sie da auf dem 4. Platz. Zeigt auch ein kleiner Indikator, dass sie da in dieser Playlist weiter oben ist. Zeigt natürlich auch, dass er den Song rein in dieser Pop Rising Playlist relativ gut muss funktionieren. Sie war auch schon höher gewesen, mal eben. Sie hat auch schon das Cover gehabt, ich glaube ein paar Wochen davor. Und man merkt halt relativ schnell, wenn man sich ein bisschen anschaut, Pop Rising plus das Today's Top Hits Feature plus ist sie da auch noch in dieser TikTok Hits auch auf, was ist das, 2, 3, 4, auf 4. Platz. Und die TikTok-Hits, das ist so eine von der neueren Playlists, wo bei Spotify international dazugekommen ist, wo sie halt, wie es der Titel schon sagt, eher ein bisschen TikTok-Hits im Vordergrund tun. Oder so ein bisschen highlighten tun. All die Songs, die halt da drin sind, die Chance ist recht groß, dass die auf TikTok irgendwie schon abgehen oder am Anlaufen sind dort und irgendwie Content dazu passiert. Und das ist auch nicht ohne Grund, das ist jetzt auch kein lustiger Zufall, sage ich jetzt einmal, dass der Song da in dieser Playlist auch schon relativ hoch ist. Wir kommen dann nachher noch dazu, was das bedeutet jetzt für TikTok. Aber genau auf Spotify ist das, Entschuldigung, vor allem wegen diesen drei Playlists da ist es mir mal aufgefallen, wie gesagt, wenn man sich das aus Industrieperspektive anschaut und da in diesem Genre halt unterwegs ist, fallen dir die Playlists halt gerade auf, beziehungsweise lost man die halt auch und das nicht nur Today's Top Hits, aber jetzt auch so TikTok Hits, lässt man sich auch immer wieder mal an, wenn man in diesem Film so jeden Tag drinnen ist. Und die 3 Playlists, sage ich mal, zusammen mit der Pop Rising,
geben halt schon ein bisschen einen Indikator. Oder was bedeutet das jetzt für den Song auf Spotify? Was ist jetzt ein bisschen dort, der Kontext? Es gibt natürlich schon ein bisschen einen Indikator, dass der Song schon auf dem Radar ist, international von Spotify. Spätestens dann, wenn er in so einer Today's Top Hits ist er natürlich sehr proaktiv schon auf dem Radar von ihnen. Oder kann man sicher so umspinnen. Und alles, was ich da jetzt natürlich, und jetzt kann ich auch schön zu der anderen Kamera switchen, alles, was ich da jetzt natürlich ein bisschen am Sagen bin oder vermuten bin, ist jetzt aus meiner Sicht, wie ich das gesehen habe, mit ganz vielen international Referenzbeispielen von meiner Zeit noch, wo ich bei einem Major-Label gearbeitet habe. Und das sind jetzt halt eher amix Vermutungen, aber Vermutungen mit starken Tendenzen, dass es halt so könnte sein, weil ich viele von diesen Tracks halt erlebt habe. So. Es muss aber nicht heißen, dass ich da jetzt ganz genau weiss, was mit diesen Songs passiert, beziehungsweise wie die geschaffen werden, von Labelsicht oder von Management-Sicht oder von Künstlerinnen-Sicht. So. Ich versuche da ein bisschen einfach eine grössere Perspektive zu geben, was bei so einem Song, darum auch das Content-Format, so Track-Travel-Prozess, was mit so einem internationalen Song bei diesen Streaming-Anbietern alles passieren kann. Genau. Bei diesem Song aber, und für das habe ich jetzt auch noch ein zweites Ding, und zwar das schöne Platzhalter-Notepad, würde ich das natürlich auch ein bisschen die Merkmale sozusagen, Merkmale, ja, den Songtitel müssen wir eigentlich nicht, aber spezifische Merkmale, würde ich das ein bisschen notiert haben, dass man auch kann später dann nachvollziehen, wenn wir uns ein bisschen alles nochmal gemeinsam anschauen, was das dann für den Song bedeutet. Also, Spotify-seitig, jetzt auch da schon ein bisschen, dass wir halt den Hintergrund verstehen. Was macht der Song so speziell? Er hat schon Today's Top Hits Feature, US Feature im Mittelfeld. Dann hat er Pop Rising, US Feature, Top 4 ist das, glaube ich. Und dann hat er noch TikTok Hits, auch eine US Playlist, Feature, ebenfalls Top 4. Das sind schon mal irgendwie auf der Spotify-Seite die Merkmale, wo den Song jetzt relativ speziell machen, schon jetzt. Und da kommt jetzt natürlich noch etwas dazu. Ich weiss jetzt aus dieser Überlegung einfach, aber das kommt halt auch aus Erfahrungswert, dass, jetzt nehmen wir das mal schnell weg, aus Erfahrungswert weiss ich, dass wenn der in diesen Playlists halt schon drinnen ist und vor allem Playlists, die halt auch in Amerika stark konsumiert wird, ist die Chance halt groß, dass er irgendwo in den Spotify-Charts schon auftaucht ist. Jetzt können wir da mal hinterher switchen oder da zum anderen. Genau, jetzt sind wir da in den Spotify-Charts. Die Spotify-Charts kann ich dann wahrscheinlich auch noch verlinken, dass man sich das selber ein bisschen anschauen kann. All die Sachen, die wir uns da generell auch anschauen, die werde ich sicher vielleicht nachher noch verlinken, je nachdem wie lang die Session jetzt geht. Das wird wahrscheinlich eher jetzt eine Folge, die wir aufteilen in mehrere Teile, weil ich heute nicht alles machen kann. Und weil das auch das erste Mal ist, wo wir so eine Content-Folge machen, wo wir so einen Song, einen Track-Travel-Prozess uns anschauen, wie so ein internationaler Song kann wandern, tun wir da recht viele Sachen auch freestylen und tun das eigentlich laufend sozusagen ergänzen. Gut, aber da in den Spotify-Charts, was hätte ich da jetzt, wenn mir so ein Song aufgefallen wäre, was hätte ich mir als erstes angeschaut? Ich hätte mir als erstes angeschaut, ob der überhaupt in den Schweizer Charts, in den Schweizer Top 200 Charts vertreten ist. Wenn man jetzt da nach Disney sucht, ist er halt leider nicht. Jetzt, was es aber speziell macht und was man auch zu den Merkmalen vielleicht könnte dazu nehmen, ist, wenn man jetzt da in die United States geht, weil da oben bei den Spotify Charts Regional kann man auch switchen zwischen den verschiedenen Ländern, kann man schauen,
Eigentlich müsste da jetzt am laufen. Genau, können wir jetzt auf die United States gehen. Wie sieht es dann überhaupt in Amerika aus? Jetzt können wir da schauen, Disney auf dem 54. Da sieht es jetzt zum Beispiel schon ein bisschen anders aus. Da ist er kurz vor der Top 50, was für amerikanische Verhältnisse noch nicht so viel muss bedeuten. Ihr seht da 367'000 Daily Streams macht er, also pro Tag ist die Zahl anzuschauen da, wo der Song in Amerika Streams generiert, allein nur auf Spotify. Ist natürlich, wenn man das mit der Schweiz vergleicht und Platz 1 anschauen von der Schweiz, dann merkt man ein bisschen, wie viel grösser Amerika ist. Weil Platz 1 bei uns mit dem 24K Golden macht da 62'000 Daily Streams. Und dort ist ein Song, wo sind wir jetzt gewesen? United States, ein Song, der auf dem 54 ist, der Mad at Disney, macht schon 367'000 Daily Streams. Wenn man aber da auch merkt, mit der Nummer 1, wo jetzt im Moment der WAP ist von der Cardi B, 1,8 Millionen Daily Streams. Der Song ist also noch ein ziemlich ein grosses Stück von dem entfernt. Aber so eine Tendenz, das zeigt natürlich schon mal, dass wenn er da jetzt am Steigen wäre, was wir auch da dazu nehmen, und zwar kurz vor Top 50 US Charts. Genau. Wieso ist das jetzt so speziell, beziehungsweise auch da wieder könnte man sich jetzt die Frage stellen, müssten wir mal da schon noch wegnehmen, auch da könnte man sich die Frage stellen, gut, wieso ist das speziell und was hat das mit der Schweiz zu tun oder wie würde sich jetzt der Song verhalten in der Schweiz, wenn man da jetzt sieht, dass er in den US Spotify Charts grösser wird. Was ich vorher ein bisschen angeschaut habe, oder im Pop-Bereich da mit diesen Playlists, was halt wichtig ist zum Verstehen, dass so ein Today's Top Hits oder genau so ein TikTok Hits, weil die zwar von Amerika gesteuert wird, aber auch in der Schweiz konsumiert wird, hat natürlich, je nachdem wie stark der Song in so einer Playlist vertreten ist, hat das auch Auswirkungen für den Schweizer Konsum. Sprich, ist ein Song in diesen internationalen Playlists höher positioniert, kann das sein, dass mehr Schweizer Hörer den irgendwann einmal mitbekommen. Zu den anderen Playlists, die ihr da seht, kommen wir nachher noch zu so einer Top Hits Switzerland und was das dann bedeutet. Aber was heisst das jetzt für den Mad at Disney Song? Jetzt muss ich da schauen, weil das Fenster wird damals nicht abnehmen. Genau, das 54 da in den US könnte bedeuten, muss halt nicht, eben, das sind jetzt natürlich da Vermutungen von mir oder Spekulationen, sage ich jetzt mal mit diesen Referenzbeispielen, die ich habe, dass wenn der Song jetzt da weiter steigt in den Spotify US Charts und der halt auch gut performt, kann es auch sein, dass der Impact in US auf Spotify, die Welle irgendwann so groß wird sein, dass halt allein schon wegen dem, weil wir da in der Schweiz halt auch sehr viel Kultur importieren, sage ich mal, aus der US-Musikindustrie oder halt da so ein Track halt auch von Schweizer Konsumenten und Konsumentinnen gerne würde gelost werden, kann das sein, dass die Welle irgendwann so groß wird, dass sich das auch wiederum zeigt in unseren Playlists, die wir da haben im Pop-Bereich. Und irgendwann ist dann der Song vielleicht auch relevant für ein Top in Switzerland. Dort ist er jetzt noch nicht drin, aber ich würde jetzt auch noch nicht so fest springen. Ich würde jetzt mehr da mal auffassen. Das wären jetzt mal Spotify-seitig die Merkmal oder Besonderheiten. Machen wir /Besonderheiten. Besonderheiten, dass man das ein bisschen versteht, was das Ding ist. Dann machen wir das so, dass man das auch ein bisschen mehr sieht. Oh, Scheiße. 25. So sieht man es wahrscheinlich noch. Genau. Genau, das sind Besonderheiten auf Spotify. Wieso jetzt der Song oder die Überlegung, wieso der Song jetzt spezieller ist als andere. Natürlich können wir den Track-Travel-Prozess oder das Content-Format können wir auch mit anderen
mit anderen Songs auch machen, werden wir vielleicht dann irgendwann mal dazukommen. Ich habe mir jetzt spezifisch den gepickt, weil der vielleicht jetzt in den kommenden Wochen, kommenden Monaten auch für die Schweiz interessanter kann werden und wir dann wie so ein bisschen in Real-Time live können mitverfolgen können, wie sich so ein vermeintlich internationaler Pop-Hit, potenzieller Pop-Hit könnte entwickeln, sozusagen. Und genau, das ist jetzt einmal Spotify-seitig, wieso das jetzt so spannend ist, jetzt gerade bei diesem Track. Jetzt ist Spotify natürlich nicht nur die ganze Welt, beziehungsweise der ganze Kosmos in der Schweiz. Da gibt es natürlich auch noch andere Plattformen, die relevant sind. Unter anderem ist das halt eben wie so etwas wie TikTok, Apple Music oder halt auch YouTube in so einem Fall. Auf Spotify wissen wir aber jetzt schon, okay, er ist auf 54 in US, was schon mal recht ein guter Indikator ist, dass der vielleicht könnte höher gehen irgendwann, wenn er dann in die Top 50 kommt, kann das sein, dass das auch ein bisschen schneller vorwärts geht da. Wir wissen auch, in der Schweiz ist er, wie gesagt, noch nirgends, beziehungsweise wenn man da nach Disney sucht, ist er da jetzt noch nicht in der Top 200, sprich er hat noch nicht genug Daily Streams, um da reinzukommen. Die 5300 oder 400 Daily Streams, die man im Moment braucht. So sieht es jetzt auf Spotify aus. Jetzt könnte man sich anschauen und nochmal auch die Sachen, die wir uns da jetzt natürlich anschauen. Wir haben gesehen, es gibt die Tools, oder bevor ich jetzt den Livestream gestartet habe, habe ich mir gedacht, ja gut, wie machen wir das, so dass ich euch das zeigen kann und ihr irgendwie auch noch das selber könntet recherchieren und nachvollziehen, weil es gibt gewisse Tools, für die man zahlen kann, wo ich euch entsprechend auch könnte anschauen oder mit euch zusammen anschauen, wo das ganze Playlist-Tracking oder wo der Song positioniert ist und wie viele Listeners von dem kommen und pipapo, einfach alles, was mit dem analytischen Bereich zu tun hat, könnte man auch mit so Tools anschauen und würde es auch um einiges einfacher machen. Auch für so ein Content-Format. Der Grund, wieso ich mich jetzt bewusst nicht dafür entschieden habe, das so mit gewissen Industrietools zu machen, wo jetzt irgendwelche andere Industrieleute die auch zur Verfügung, ich habe gewisse von denen halt auch zur Verfügung, weil ich für die zahle. Aber wieso ich das jetzt nicht so machen ist genau aus dieser Überlegung oder mit dieser Übung auch, dass ihr das könnt selber anschauen und es bringt es irgendwie wieso nicht, habe ich das Gefühl, wenn ich euch das mit so Cheatcodes zeige, also nehmen wir jetzt mal die Metapher, dass die Tools dann irgendwie so ein bisschen wie Cheaten wären, weil man kann halt dafür zahlen irgendwie und dann zeigt es auch mehr Analysedaten. Also ist jetzt nicht ein Beschiss in dem Sinn, dass es ist eher halt, es ist halt ein bisschen schade, dass ihr das nachher, wenn ihr jetzt die Folge würdet anschauen und euch interessiert hat, fände ich es jetzt ein bisschen schade, wenn ihr das nicht selber könnt nachschauen und selber erforschen. Darum alles, was ihr da seht und was ich auch später werde verlinken in der Video-Description, könnt ihr theoretisch gesehen, beziehungsweise technisch gesehen oder auch praktisch gesehen, könnt ihr das alles selber anschauen. Das sind alles öffentliche Plattformen, mit denen ich da jetzt hantiere, beziehungsweise die ich euch zeigen. Und ich kann das nur mal schnell klarstellen, weil es gibt die natürlich, oder es gibt da vielleicht auch Leute, die sagen, aber Alex, es gibt da irgendwelche Tools, die dir das im Fall einfacher zeigen, das weiss ich alles. So, die Tools habe ich alle auch. Fair enough, für das Beispiel jetzt da brauche ich das nicht, weil das meiste, sage ich jetzt mal, oder von diesen Merkmalen, die wir da reden, die sehen, das meiste von dem kannst du auch öffentlich ermitteln. Und sonst wäre es auch nicht irgendwie so lustig, beziehungsweise wäre die Übung auch nur halb so gut, sage ich jetzt einmal, wenn ich euch da lauter Sachen zeigen würde von Tools, wo ihr nicht das Gesicht bekommt oder wo ihr halt müsstet dafür zahlen, sage ich jetzt einmal. Gut. Wo sind wir jetzt da stehen geblieben? Ich kann euch mal da einfach noch zeigen, wie das dann könnte auf den anderen Plattformen aussehen. Und wir haben jetzt natürlich da nicht mega das Ding gemacht zu ihr. Oder bevor wir das vielleicht machen, ich jetzt gerade sagen, können wir ein bisschen den Sprung zu ihr machen oder ein bisschen Kontext zeigen, wieso auch unter anderem rein aus Künstlersicht der Song spannend ist. Weil sie selber, wie man da jetzt gesehen hat,
auf ihrem Profil. Klappt das, wenn ich das anschaue? Genau, auf ihrem Profil sieht man zwar knapp 4 Millionen Monthly Listeners, oder ein bisschen mehr als 4 Millionen Monthly Listeners. Für internationale Verhältnisse ist das jetzt noch nicht hure krass. Da gibt es Leute, die im 40er, 50er, 60er Millionen Bereich sind, also so Top Artists. Sie hat aber natürlich auch nur der eine Song, der jetzt gerade am Abgehen ist oder gerade am Steigen ist. Von dem her wird sich das wahrscheinlich in den kommenden Wochen, könnt ihr euch selber mal ein bisschen darauf achten, wenn euch das jetzt ein bisschen spannend dunkt und ihr das selber ein bisschen analysieren wollt, könnt ihr mal euch ein bisschen darauf achten, wie sich die Monthly Listeners Anzahl da bei ihr wird verändern mit der Zeit. Gegen Ufe, würde ich jetzt sagen, tendiert das jetzt stark, dass das noch viel grösser wird. Und genau, bei ihr jetzt, was man vielleicht noch könnte sagen oder wieso es das so speziell macht, was ich am Anfang gesagt habe, was halt schon mal auffällt, ist, dass das halt ein Song ist, wo da ausreissertechnisch gross ist oder am grösser werden ist. Was könnte bedeuten, dass das für sie noch relativ neu ist alles. Wenn wir da jetzt in die Infos schauen, so viel hat sie da jetzt nicht drin. Wieso sage ich, könnte das neu sein für sie? Eben, again, das sind jetzt halt eher Spekulationen oder Vermutungen von meiner Seite. Aber wieso könnte das noch relativ neu sein? Die Follower-Anzahl da schließt, man kann ein bisschen darauf schliessen, 25'000 für einen US-Act oder so einen internationalen Act wie sie, ist jetzt auch noch nicht die Welt. Und Monthly Listeners Anteil ist halt überdurchschnittlich grösser, wie wenn man das jetzt vergleichen würde mit anderen Newcomer oder Newcomerinnen, würde man halt feststellen, die ist halt noch relativ neu oder vielleicht womöglich auch ein bisschen überrascht worden über den Hype oder den Wachstum von dem Song, sage ich mal. Was man da jetzt noch herausfinden könnte, für die Obernerds unter euch, ist, man könnte sich ein bisschen Credits anschauen. Gewisse, die da vielleicht zuschauen, wissen das schon, dass man auf den Streaming-Anbietern auch anschauen kann, okay, wer vertreibt überhaupt das Projekt oder wer vertritt das Projekt. In dem Fall da ist das 10.000 Projects. Das 10.000 Projects sagt vielen, die da jetzt die Folge werden anschauen oder sich das werden anschauen, noch nicht so viel. Wieso jetzt das für sie vielleicht indirekt doch nicht so überraschend könnte sein oder für die Leute dahinter, ist, weil wenn man jetzt einmal würde googlen, wer dann dort dahinter steckt, hinter dem 10.000 Projects, und das sieht man jetzt da, genau. Ich bin da schnell auf der Seite von den 10.000 Projects, einfach, dass man versteht, wer da dahinter ist und dass man auch ein bisschen den Kontext versteht, dass das, ja, könnte man sich jetzt darüber streiten, wie fest das jetzt der Zufall ist oder nicht, aber die Leute, die sie vertreten, die Salem vertreten, haben schon ziemlich grosse Erfolge können feiern oder sind jetzt recht, ja, rein so als Label sind sie recht up and coming, sage ich jetzt einmal, weil ihr werdet jetzt wo ihr es einmal gehört habt, könnt ihr auch mal darauf achten, in welchen anderen Credits sie vorkommen, weil da unter dem Artist-Roster werdet ihr sehen, der IH in UK natürlich, oder ich weiß jetzt nicht, wie man den genau ausspricht, sorry, wenn ich jetzt den Namen verwüste. IH ist in UK extrem gross. Ian Dior, für die das natürlich nicht gecheckt haben, ist, glaube ich, momentan, so viel man ist, Nummer 1. Als Featuring natürlich, aber Nummer 1 da in den Spotify-Charts in der Schweiz. Von dem her auch ein Riesenname und auch global, so viel man ist auf dem 2 oder 3. Genau, der zweitgrößte Song im ganzen Spotify-Kosmos momentan. Wegen dem recht krass, was sie da auf dem Roster haben. Internet Money hat jetzt gerade einen riesen Song, für die das nicht wissen. Das ist, glaube ich, so ein Producer-Kollektiv. Also es sind mehrere Leute dahinter, so viel man ist. Auch recht gross, Lil Nar hat auch schon gewisse Sachen gemacht. Und da sehen wir auch sie, Salem Ilese ist da drin. Die haben noch unter anderem den Trippie Red, macht sie natürlich auch speziell labeltechnisch. Surface oder Surfaces hat auch einen recht starken Streaming-Track jetzt gehabt, der global abgegangen ist. Von dem her, was ich da ein bisschen zeigen wollte, ist, das sind keine Nobodies, die da dahinter sind.
wo das mit dieser Salem zusammen machen, beziehungsweise das sind halt Vollprofis, die da hinter dem Song stecken und ihr könnt auch schwer davon ausgehen, dass der Song nicht independent ist, sondern bei einem von den 3 grossen Majors gesigned ist. Mein Guess wäre jetzt, dass es unter Universal geht, weil die halt auch Trippie Redd machen und gewisse andere Projekte. Aber da in den Credits, teilweise machen sie das so bei den US Companies, ist halt das Mutterlabel sozusagen drin und das sind eben die 10.000 Projects-Typen. Genau, und zu ihr selber, jetzt muss ich das fertig machen, da, genau, dann sind wir wieder dran. Zu ihr selber habe ich da nur mal schnell anmerken, oder was halt speziell ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht da, aber die ist erst 21, macht auch schon seit längerem Musik. Für die das interessiert, könnt ihr auch ein bisschen anschauen, was da dahinter steckt, wenn sie angefangen hat Musik zu machen. Künstlermäßig ist das für mich jetzt noch nicht mega spannend. Wir tun ja da eher den Song eigentlich in dem Sinn anschauen. Sie als Künstlerin ist, wie ihr jetzt auch da würdet sehen, auf dem IG relativ klein, also 60'000 Abonnenten. Da gibt es gewisse Schweizer Accounts, die auf die Zahl kommen, auch wenn eher selten, aber für US-Verhältnis ist das noch gar nichts, müsst ihr euch vorstellen. Also die wird halt aus US sehr wahrscheinlich geschaffen und dort in diesem Markt sind 60'000 Abos auf einem IG-Account natürlich noch nichts. Das zeigt aber auch ein bisschen, dass das Verhalten da, wenn man sich halt die Page würdig anschauen, dass es sehr konzentriert ist, die Aufmerksamkeit momentan auf den Song selber, auf den Mad Disney Song und nicht auf ihre als Künstlerin. Das kommt vielleicht noch in der Zukunft. Das passiert auch oftmals so, wenn ihr euch fragt, dass halt wenn so ein International Song von einer Künstlerin oder von einem Künstler geschaffen wird, wo noch ganz, ganz neu ist das halt oftmals so, dass irgendwie random oder mehr oder weniger random ein Song irgendwie, wo schon eine Flamme hat, einfach noch mehr Feuer fangen tut, international oder in einem bestimmten Land. Da bei ihr ist es jetzt halt in Amerika und das führt halt dazu, dass mehr Aufmerksamkeit auf den Song kommt, aber halt nicht zwingend auf die Künstlerin selber. Und weil sie halt natürlich auch noch so neu ist, könnte es jetzt sein, dass viele, die sich den Song jetzt geben, halt auch in der Schweiz, weil das Verhalten relativ gleich ist wie in Amerika, dass die halt dann irgendwann mal den Song abchecken und dann früher oder später auch aufs IG-Profil oder auf gewisse andere Profile würden drauf gehen und die Künstlerin dahinter sich anschauen, hinter dem Song. So. Also das weiss man jetzt im Moment auch, oder das könnte man jetzt auch schon ein bisschen herausfinden mit der Überlegung, dass sie selber als Künstlerin noch sehr klein ist, das kann aber noch werden, aber halt der Song sehr, sehr stark im Fokus ist momentan. Also sehr viele Leute, was heisst das im Musikmarketing sind, sehr viele Leute kennen den Song oder inzwischen werden immer mehr und mehr Leute auf den Song aufmerksam, aber viele, die den Song hören, on repeat, kennen nicht zwingend die Salem, Ilese oder wissen, wer da richtig dahinter steckt. Oder halt noch nicht in dem Fall. Genau, das ist jetzt halt alles durch Spotify, beziehungsweise wieso jetzt auf Spotify der Song schon mal auffällt, wenn man dort in diesen Pop-Playlists oder in diesem Pop-Kosmos ein bisschen durchforsten. Wie ich aber vorher gesagt habe, ist Spotify natürlich nicht alles. Nämlich für die Schweiz jetzt, bei so einem Track, wäre halt auch YouTube und Apple Music relevant. Oder könnte man sich halt auch anschauen, okay, was läuft auf YouTube und was läuft auf Apple Music. Was ich als zweites gemacht habe, weil ich euch eben, wie gesagt, ein bisschen den Track-Travel-Prozess zeigen oder so ein bisschen eine vollumfängliche Analyse, wie gerade der Status quo ist von dem Song. Und vielleicht machen wir das jetzt auch am besten so, dass ich
da in dieser Stunde, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie lange ich jetzt noch weiter streame, wie gesagt, das ist jetzt mal Teil 1. Es kann sein, dass da mehrere Teile noch aus dem entstehen, weil wir heute nicht alles anbringen. In dem Teil 1 am besten zeige ich euch mal das erste Mal, was der Status quo gerade ist bei dem Song. Nicht zwingend wo an, der sich könnte entwickeln, welche Route der könnte nehmen, für das kommen wir vielleicht später rein, aber halt einfach mal den Status quo auf diesen 3 relevanten Plattformen, oder 3 oder 4 relevante Plattformen, die es dann in der Schweiz gibt. Und eine von diesen 3 oder eine von diesen 4, die 4. ist dann TikTok, wo wir da noch auch dazu nehmen müssen, weil halt der Case, das Beispiel sehr, sehr stark auf TikTok ist. Aber eine von den 3 Streaming-Plattformen, die wir uns da jetzt anschauen, Spotify, die haben wir uns da jetzt natürlich schon, die können wir da jetzt mal für den Moment abhaken. Haben wir uns auch ein bisschen alles rausgeschrieben, spontan, was speziell daran ist. Und auch da, es könnte natürlich sein, dass ich gewisse Sachen misse. Ich bin nicht perfekt in meiner Analyse und wie gesagt, ich mache das jetzt dann natürlich immer nicht mit diesen Tools, die andere Industrieleute halt zur Hand haben oder Labels. Ich mache das sehr viel rudimentärer, dass ihr aber auch alles selber öffentlich auch anschauen könnt und auch die Überlegungen selber für euch machen könnt. Das dient also eher dazu, dass halt auch der Zuschauer oder die Zuschauerin, die das interessiert, auch selber ein bisschen nachforschen kann. Aber eben, es könnte halt sein, dass da jetzt für Spotify vielleicht auch gewisse andere Punkte noch sind, die sehr wichtig gewesen wären, wo auch relevant jetzt gewesen sind für den Case, aber wir jetzt da halt nicht anschauen, wobei jetzt das sicher die wichtigsten Punkte müsste ich jetzt vermuten. Jetzt, das war alles zu Spotify gewesen. Jetzt kommen wir uns als zweites, was ich halt danach gemacht habe, nachdem mir der Song aufgefallen ist auf Spotify, bin ich mal auf YouTube schauen. Auch da in den Musikcharts, die Charts werde ich halt irgendwann noch verlinken in der Description, dass ihr das auch wiederum könnt selber anschauen könnt. Und weil auch da wieder die Dynamik da war, dass das schon in US abgegangen ist oder beziehungsweise in US am Steigen ist, habe ich jetzt noch nicht gross vermutet, dass wenn wir jetzt da in Top Musikvideos von der Schweiz geht, die Top 100, dass wir es da jetzt finden. Da findet man jetzt noch nichts. Wenn man jetzt da aber wiederum auch switchen tut auf United States und sich mal anschaut, okay, wie sieht es bei YouTube in US aus und da jetzt nach Disney suchen, dann sieht man da etwas anderes. Jermaine Clement ist irgendetwas anderes. Aber da ist mir dann auch aufgefallen mit dem Song, und zwar unter Top-Titel. Wenn ihr euch fragt, da bei diesen Musikcharts von YouTube, was der Unterschied ist, so viel man ist bei den Top-Titel, Top-Musikvideos ist halt alles, was nur mit YouTube zu tun hat, und Top-Titel tut halt auch noch YouTube Music einberechnen. Quoten mich aber nicht dort, weil das ist noch relativ neu mit diesen Top-Titeln, beziehungsweise weiss man auch noch nicht so richtig teilweise, wie sie auf die Aufrufe kommen. Ich verkehre vor allem da in diesen Top-Musikvideo-Charts oftmals, weil die Zahlen, auf die sie da kommen, das ist halt relativ gut erklärt. Da gibt es irgendwo eine Page, die das erklärt, dass die Views sind von den Musikvideos, aber teilweise auch noch die Views, die separate Uploads, also User-Generated Content nennen sie das. Also wenn du jetzt als private Person das auch aufladen, den Song, und der Upload auch würde Views generieren, zählt es das da auch dazu. Bei den Top-Titeln, so viel man ist, zählt es halt auch noch in YouTube Music, der Streaming-Anbieter von YouTube, zählt es da auch noch dazu. Wenn wir jetzt da unter Top-Titel in US suchen, dann findet man da auf dem 85 den Mad at Disney mit 1,6 Millionen Aufrufe, die innerhalb von dieser Woche passiert sind. Achtung, das ist immer ihr seht es da 4. bis 10. September. Also es ist immer eine Wochenansicht, die ihr da seht. Aber auch da ist jetzt natürlich ein kleiner Indikator, dass er langsam aber sicher auf YouTube am Steigen ist. Noch nicht vielleicht in den Musikvideos, da ist es noch sehr early. Aber das Geile an diesen YouTube-Insights oder an diesen YouTube-Statistiken ist, was man da machen kann. Einfach muss ich ganz kurz eine Pause einlegen oder schnell schauen, wie
Okay, vom Stream ist das alles noch klar. Ich hoffe, es gibt jetzt da keine technischen Probleme oder irgendwelche Hiccups, aber im Moment läuft das System noch. Was das Geile ist, das kann man sich auch mal selber anschauen, ist, man kann da auf den Namen klicken und dann kommt man da auf öffentliche Analytics von diesen jeweiligen Künstlern. Was ihr jetzt da seht, ich weiß nicht, wie gezoomt das ist, aber ihr seht das da. Was ihr da seht, ist jetzt bei dieser Sale Milese, was in den letzten 28 Tagen, da müsste eigentlich Days stehen, aber das haben sie irgendwie geändert, was in den letzten 28 Tagen global, wie viele YouTube-Views generiert worden sind im letzten Monat bei ihr. Jetzt seht ihr da die Kurve, die da am Aufgehen ist. Würdet ihr da jetzt einen Künstler oder Künstlerin suchen, der ein bisschen mehr Katalog hat, würde die Zahl natürlich beträchtlich höher sein, vor allem bei US-Acts, vor allem wenn man da von weltweiten Streams redet. Da merkt man die 15 Millionen Streams oder Views, die da entstanden sind, wie ihr da unten seht bei den Top-Titeln, weil da gibt es eine Übersicht, wie das abgebrochen ist, wie sich die 15,7 Millionen Streams, wie sich die zusammenkalkuliert haben. Und da seht ihr, dass 15,4 Millionen Aufrufe davon sind auf dem Mad Disney Lyric-Video ist das wahrscheinlich gewesen. Auf YouTube ist das schon zusammengesammelt worden. Was noch sehr wenig ist, sage ich jetzt mal für YouTube-Verhältnis, aber wahrscheinlich für den Zeitpunkt, wenn das aufgeladen ist, das schauen wir uns nachher an, trotzdem recht speziell. Was aber auch da auffällt, genau gleich wie bei Spotify, dass da auf Spotify, wie wir das am Anfang ja gesagt haben, sehr kristallisiert auf dem Song. Und da sehen wir jetzt auf YouTube, genau, jetzt zeigt es das immer noch, genau, auf YouTube sehen wir genau das gleiche Verhalten, dass die 15 Millionen Views, ein bisschen weniger als wie bei Spotify, sind auch kristallisiert auf den Song. Also auf den Mad Disney Song und dann nur auf den. Wenn man sich dann die anderen Songs anschaut, Bad Word, Roses to His Ex, die habe ich halt alle nicht gelost, sind vielleicht auch ein paar ältere Songs darunter. Die haben wir gesehen, im gleichen Zeitraum, in den 28 Tagen, haben die weltweit gerade mal 20'000 Views generiert. Also man merkt schon, dass das alles sehr, sehr, sehr fokussiert ist, die ganze Aufmerksamkeit auf dem einen Song. Und bei YouTube, was dir Spotify jetzt da natürlich nicht kann sagen mit diesen Analytics, so viel Einsicht haben wir halt da leider nicht, ist, da sehen wir jetzt nur die totale Zahl, was der Song bis jetzt gestreamt halt weltweit. Bei YouTube in den Insights ist es halt schon ein bisschen genauer, sehr, sehr viel genauer sogar, weil die öffentlichen Insights da zeigen dir jetzt halt da so eine schöne Daily Streams Kurve, die würdest du auf Spotify auch sehen, aber nicht so in einem schönen Zeitverlauf, sondern dort müsstest du halt jetzt bei den Daily, bei den Daten müsstest du jetzt halt da zurückgehen, weil du könntest dir auch jeden einzelnen Tag anschauen. Da ist das Gleiche, es ist einfach in einer anderen Ansicht, sage ich jetzt mal, in diesem Zeitstrahl. Und spannend wird es jetzt, wenn man nicht nur 28 Tage sich anschaut, sondern die letzten 90 Tage und dann richtig merkt, was da der Mad at Disney-Effekt jetzt da war. So etwas sieht man schon, wenn man weiss, wo schauen, sage ich jetzt einmal. Aber es ist speziell, sage ich jetzt mal, dass wir das jetzt in dieser Content-Folge uns anschauen, zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir da sehen, wir schauen uns da jetzt einen Fall an, der wirklich vor unseren Augen am gross werden ist. Also es ist hochaktuell. Am 12.09., wie ihr da seht, am 12.09. hat der Song so den ersten All-Time-Konsum-Peak gehabt, würde man das jetzt nennen. Also hat so der erste insgesamte höchste Peak gehabt in der Songlaufbahn auf YouTube. Achtung, wir schauen uns da natürlich jetzt nur YouTube an. Wir sind da jetzt weg von Spotify und schauen uns wirklich nur den YouTube-Konsum an. Es ist wichtig, dass man das nicht verwechseln tut.
Aber es ist spannend zum Anschauen, da ist ein Zeitverlauf. Wenn wir das bei Spotify grafisch hätten, dann würde es relativ ähnlich aussehen, dass halt jetzt, was ist jetzt, der 15., sprich am 12.09., das ist müsste ich mal gerade mal schauen, letzten Samstag, ist halt der höchste Konsumpeak bis jetzt gewesen. Und das wird jetzt alles nur noch grösser. Die Kurve wird auch, und das kann man natürlich da auch geil mitbeobachten, in diesen YouTube Insights, wie gefühlt, wann ist das gewesen? Im August, Ende August, hat man noch wirklich gar nichts von dieser jungen Dame da mitbekommen, beziehungsweise hat sie halt da mit ihren 9000 Daily Streams oder Daily Views auf YouTube, wo ja auf allen Songs passiert sind, ist sie da am Rumgurken gewesen. Das ist jetzt wirklich noch viel, also noch aktueller kann man jetzt eigentlich nicht gehen als das Beispiel, sage ich jetzt einmal. Das ist jetzt, das sehen wir jetzt da im Aufwärtstrend. Und ist natürlich auch speziell zum Beobachten, was jetzt später noch mit dem Song passiert. Was wir uns jetzt natürlich bis jetzt angeschaut haben, ist vor allem global, weltweit, oder auch da wieder die 18 Millionen Streams sind wahrscheinlich vor allem in den USA passiert. Oder dort, wo sie halt herkommt. Wahrscheinlich ist sie US-Amerikanerin, würde ich jetzt sagen, ohne dass ich jetzt zu viel von ihr weiss. Aber das ist vor allem jetzt der US gewesen, müsste ich vermuten. YouTube lässt dich aber jetzt auch anders wie Spotify da ein bisschen genauer reinschauen, weil die Zahlen, die ihr da seht, sind halt jetzt weltweit, global, seht ihr da. Jetzt kann ich da aber auch Switzerland eingeben, dann einfach auf die Schweiz gehen und zeigt mir jetzt wiederum, wenn ich da die letzten 90 Tage anschaue, zeigt es mir an, was auch da wiederum eine Kurve, 23'000 Views hat der Song oder der ganze Katalog, Achtung, nicht nur der eine Song, aber das ist, wie wir ja vorher schon die Übung gemacht haben, ist das vor allem auf dem Song da manifestiert, hat der Song 23'000 Views gemacht in diesen 90 Tagen, was noch nicht sehr viel ist. Also wenn ihr da nachher jetzt die Überlegung macht, da hat sich genau gleich verhalten, wie ihr gesehen, wie in Amerika. Am 12.09., also letzten Samstag, war so der grösste Peak bislang gewesen. Aber wir reden da in der Schweiz dann wiederum von 2700 Daily Streams. Da gibt es Songs, die natürlich weitaus grösser sind. Wenn wir da jetzt würden wieder YouTube Charts Schweiz anschauen, dann gibt es da gewisse Songs, die ihr da seht, wo bei 246'000 Aufrufe, was ist das in Ding, das ist halt immer 42'000, 35'000 Daily Streams plus minus. Also Platz 1, ich hoffe man sieht das jetzt, das ist natürlich jetzt mein Kopf, aber jetzt müsst ihr das sehen, genau. Platz 1 macht plus minus 35'000 ist das, glaube ich, wenn ich richtig rechnen kann. Also etwa plus minus zwischen 20 und 30'000 Daily Streams oder ein bisschen mehr. Und wenn ihr da natürlich jetzt seht, das macht ja Platz 1 in der Schweiz auf YouTube, ist sie da natürlich noch sehr fest von dem entfernt. Also bei 2000 Daily Streams kann man schon sagen, natürlich durch die Tendenz werden immer mehr YouTube-User. Also was kann man da jetzt schon für eine Schlussfolgerung ziehen? Der Song ist auch in der Schweiz am Wachsen auf YouTube. Sprich, irgendwann gehen wir jetzt noch Pusten raus. Sprich, auf den Song Mad at Disney werden jetzt auch immer mehr Schweizer User auf YouTube aufmerksam. Darum gehen da halt die Daily Views rauf. Und allerdings, wenn man sich das jetzt anschaut mit den meist gestreamten Songs auf YouTube und man geht da auf Platz 100, schauen, wie viel der hat, dann können wir sich jetzt ein bisschen ausrechnen, 24'000, 2100 durch 7, 3000, plus minus 3400 Daily Streams braucht man, um in die Top 100 zu kommen. Von dem wiederum ist, also
für Top 100 wiederum braucht der Song nicht mehr so viel. Was sind das? Plus minus 1000 Daily Streams bräuchte der Song oder Daily Views, je nachdem, wie man es halt sieht. Auf YouTube bräuchte jetzt der Song mehr, um mit Top 100 zu kommen. Also dort auch wieder, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, oder ich bin halt da jetzt in die Song-Analyse, sage ich jetzt mal, also in den Track-Travel-Prozess, wie ich jetzt das neue Content-Format taufe, bin ich halt sofort eingestiegen. Ein paar von diesen Sachen werden euch vielleicht auch erst später, irgendwann, wenn wir dann mehrere Songs durchgemacht haben, je nachdem, wie fest ich das Format noch weiterspinne, wird das ein bisschen mehr Sinn machen für euch, weil vielleicht teilweise gewisse Sachen tönen jetzt noch ein bisschen kryptisch, sage ich jetzt einmal, wenn ihr euch das so anschaut. Aber was man sich da jetzt ein bisschen als Überlegung kann machen kann, ist, dass, wenn ihr da jetzt schaut, 2700 Daily Streams, was ich jetzt vorher für eine Rechnung gemacht habe, dass man das nochmal schnell rekapituliert ist, kann man ein bisschen ausgerechnet oder ausgemalt, wie viel braucht noch der Song, wie viel Konsum, also wie viel Druck braucht der noch auf YouTube, also sprich von den YouTube-Konsumenten da außen, von den Schweizer YouTube-Konsumenten, um mit Top 100 kommen, von den Schweizer YouTube-Musikvideo-Charts oder halt generell in den YouTube-Charts. Und von dem Standpunkt aus ist der Song nicht mehr so weit entfernt, sage ich jetzt mal, weil die Kurve wird auch noch ziemlich sicher, sage ich jetzt einmal, ohne Garantie, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch weiter raufgehen wird. Ich kann euch dann nachher sagen, noch ein bisschen, wieso die Überlegung auch dahinter gemacht wird, dass das jetzt auf YouTube noch viel mehr gesucht wird in nächster Zeit. Aber genau so etwas kann man sich halt dann anschauen, okay, wie viel braucht er jetzt noch, um mit Top 100 zu kommen, weil wenn man sich nur die Zahl anschaut, 2700 Daily Streams und das nicht in eine Referenz tut, was das zu der Basis von der Top 100 oder von einem Chart-Entry da in der Schweiz wäre, dann hat das wieso gar keine Bedeutung. Was ich jetzt aber da weiss oder was ich auch noch als Kontext liefern kann, ist, dass 23'000 Streams, die entstanden sind, mehr oder weniger alles auf dem Song, ist auch für Schweizer Verhältnis, ist das noch gar nichts. Also da werden jetzt noch ganz viele neue Hörerinnen und Hörer auf YouTube oder Zuschauer werden dann irgendwann in den kommenden Wochen auf den Song stoßen. Wie gesagt, das schauen wir uns dann auch wahrscheinlich noch in einem Teil 2 oder Teil 3 auch an, wie sich der Song entwickelt hat. Aber da für euch auch mal zum Verständnis, die Musikcharts auf YouTube oder die Insights zeigen euch da halt viel genauer auch auf Landesbasis oder teilweise sogar auf Kantonsbasis, was mit diesen Songs halt passiert. Aber man wird jetzt auch da sehen auf YouTube, es ist am Wachsen, das können wir vielleicht auch einfach, dass wir da einen roten Faden haben, können wir sagen, YouTube, was macht es jetzt da für Besonderheit oder Merkmal, wo ich jetzt dazu nehmen würde, beziehungsweise ich jetzt aus meiner Perspektive würde als Besonderes anschauen oder ein Argument für später ist, kurz fehlen circa 1000 Daily Views mehr, um in die Top 100 YouTube Charts einzusteigen. CH einzusteigen. Was schon auch ein bisschen kann ein Argument sein, dass der Song, auch da kann man jetzt sagen, Song organischer Wachstum sehr stark, vermutlich sehr viele Neuentdeckungen oder New Discoveries, wie man das jetzt auf Englisch würde sagen. Was ihr da jetzt seht, oder wieso meine ich damit jetzt organisches Wachstum, man kann auch da vermutlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass das alles organisch ist oder das meiste davon, sprich, was heißt jetzt organisch in dem Standpunkt von YouTube,
dass, jetzt siehst du, jetzt zeigt es das eben noch an, gell? Was heisst das jetzt für YouTube? Dass die Kurve, die ihr da seht, ist vor allem entstanden, weil wahrscheinlich Leute danach gesucht haben, Schweizer Hörer oder Hörerinnen haben nach dem Song gesucht und der YouTube-Algorithmus hat das gecheckt und hat entsprechend den Song mehrere Leute recommended oder einfach noch mehr Users recommended, weil der natürlich auch schaut, der YouTube-Algorithmus, ob Leute auch proaktiv nach einem Song suchen. Und so ist halt auch die Kurve entstanden. Wenn man das ein bisschen vergleicht mit anderen Songentwicklungen auf YouTube oder eben, wie gesagt, könnt ihr auch sehr gerne selber den Test machen und ein bisschen herumforschen. Werdet ihr sehen, dass so Kurven relativ natürlich aussehen. Also es sieht nach einer recht gesunden Kurve aus. Die Bumper, die ihr da seht, sind halt meistens an der Wochenende gewesen, wahrscheinlich. Ist so immer die nächste Schwelle gekommen. Und wäre das jetzt so etwas, oder ich sage organisch, weil es könnte jetzt auch sein, dass man das Gefühl hat, ja, da ist werbetechnisch mega viel investiert worden mit irgendwelchen YouTube-Werbungen oder YouTube-Ads, aber das hätte alles ein bisschen ruckartiger ausgesehen, müsste ich meinen. Das ist aber jetzt natürlich ein Gefühlswert, es könnte auch voll etwas anderes sein. Ich kann euch ja nachher aber noch ein bisschen zeigen, wieso ich das Gefühl habe, dass man schon mit dieser Tendenz richtig liegen kann, dass da jetzt ganz viele Leute nach dem Song suchen. Da gibt es auch andere öffentliche Datenbanken und Analytics, wo das ein bisschen zeigen. Oder wissen ihr was? Das können wir vielleicht gerade jetzt mal. Okay, wieso? Weil ja teilweise Leute auch gerne sagen, ja gut, wie ich mir teilweise so sicher bin bei dem, was ich sage. Und auch da jetzt wieder, einfach, das ist wichtig als Disclaimer nochmal zu sagen, das sind halt meine Vermutungen, wie sich die Songs amigs entwickeln, beziehungsweise meine Analyse, meine eigene persönliche Analyse. Das ist jetzt auch nicht, und das ist jetzt eher so, dass ich mir das alles selber so ein bisschen interpretiere und zusammentrichter. Also in so einem Fall ist jetzt auch nicht da irgendjemand aus der Industrie auf mich zugekommen und hat mir da jetzt Tipps geben, wie ich das jetzt anschauen soll. Das ist jetzt wirklich rein eine rohe Analyse von meiner Seite und wie ich das würde interpretieren. Darum, es könnte auch sein, dass gewisse von diesen Sachen nicht stimmen, beziehungsweise immer so ein bisschen Interpretationsfrage ist oder in dem Fall eine Sache von einer Interpretation könnte sein. Aber das ist jetzt genau so etwas, weil ich ja vorher gesagt habe, wie komme ich jetzt darauf oder wie kann ich jetzt wissen, weil jetzt wäre es ja berechtigt, wenn man Leute würden sagen, ja gut, aber woher willst du jetzt wissen, dass da Leute aktiv nach dem Song suchen auf YouTube? Jetzt gibt es da andere Plattformen noch, die nennen sich Google Trends. Für die Seite nicht kennen, die kann man sich auch mal anschauen, kann man sich auch mal geben, ist noch spannend. Weil da kann man nach Keywords suchen, Suchbegriffe oder Themen kann man da eingeben und einfach mal schauen, ob nach diesen Keywords, also nach diesen Suchbegriffen auf Google oder halt auch auf YouTube, was für uns jetzt spannender ist, überhaupt gesucht wird. Wenn man jetzt da eingeben Mad at Disney, wird man jetzt da schon mal wird jetzt da schon mal ein bisschen bestätigt, meine Theorie. Wir sind da standardmäßig in Deutschland, aber wenn wir jetzt weltweit gehen, dann sehen wir jetzt da mehr den Disney-Suchbegriff, aber wir können jetzt da YouTube suchen, weil da kannst du switchen und auch da wiederum, das Google Trends ist völlig öffentlich, zu 100% öffentlich, das könnt ihr euch sehr, sehr gerne selber anschauen und ich hoffe, das sieht man, aber jetzt bin ich da natürlich im Blickfeld. Was ich jetzt da eingegeben habe, da oben, seht ihr, ich habe den Suchbegriff Mad at Disney eingegeben, also so wie man es würde suchen in so einem Fall. Vielleicht tun auch Leute auch nur nach Disney suchen, weil sie nicht den ganzen Songtitel kennen. Aber so wird ein User oder eine Userin, die jetzt auf YouTube suchen, der Filter ist jetzt auf weltweit eingestellt, die letzten 12 Monate, das können wir mal ein bisschen kürzen und sagen die letzten 90 Tage. Weil vorher hat niemand nach dem Begriff gesucht. Und jetzt sieht man alle Kategorien in YouTube suchen. Das ist jetzt halt relativ spannend, um sich da anzuschauen. Jetzt kann ich scrollen ein bisschen runter, dass ihr das auch seht. Ich hoffe fest, dass man das noch alles sieht. Genau. Interesse im zeitlichen Verlauf. Und da seht ihr jetzt, Interesse im zeitlichen Verlauf heisst so viel wie vorher bis zum 18.08.,
oder bis Mitte August hat genau gar niemand nach dem Titel gesucht, Mad at Disney, weil der Keyword auch gar nicht relevant war. Also der hat vorher auch nicht existiert, vermutlich mal, der Song. Darum ist der vorher nicht gesucht worden, oder der ist ja im Juli irgendwann rausgekommen. Weil ich sehe, wenn der jetzt im Juli rausgekommen ist, der Song, ist ja irgendwann Ende Juli rausgekommen, hat trotzdem den noch niemand danach gesucht, damals auf YouTube. Und da seht ihr jetzt die Kurve, die raufgeht, sind genau die Keywords, die jetzt gesucht worden sind. Also Mad at Disney, die Suche ist da auf einem All-Time-High. Die Skala, die ihr da seht, ist von 0 auf 100. Es zeigt halt nicht effektiv, wie viel danach gesucht haben weltweit. Aber 100 ist halt der beste Wert sozusagen oder am meisten gesucht. Und 0 halt wird gar nicht gesucht in so einem Fall. Das müssen wir sich dann eher nach Prozent so ein bisschen anschauen. Und auch da sehen wir genau das Gleiche, was wir auch vorher beobachten können. 12.09., am letzten Wochenende, hat rein von der Suche weltweit haben die meisten Leute vermeintlich nach dem Songtitel gesucht. Und auch da jetzt können wir sagen, ja gut, es ist aber weltweit, Alex. Wie sieht es jetzt in der Schweiz aus? Weil wir wollen da ja natürlich ein bisschen verstehen, was das für die Schweiz bedeutet. In der Schweiz sieht es jetzt schon ein bisschen anders aus. In der Schweiz wieso ist es da jetzt ruckartiger? Oder wieso steht da überhaupt in Ihrer Suche enthält nicht genügend Daten? Weil der Song da zwar ab und zu gesucht worden ist, das Keyword, aber noch nicht genug, dass es so schöne Wellen mit täglichen Datensätzen jetzt hätte. Aber auch da sagt jetzt noch nicht mega viel aus, aber es sagt schon mal ein bisschen etwas aus, dass ab dem Anfang September ist das gewesen, ist auch da, also vor 15 Tagen, haben auch da angefangen, gewisse YouTube-User, weil wir uns da in den YouTube-Trends sozusagen oder in der YouTube-Analyse befinden, haben auch da angefangen, gewisse YouTube-User nach dem Songtitel zu suchen. Also da würde man ein bisschen zurückschliessen, wie ihr da seht in dieser Kurve, dass die organische Suche nach dem Keyword Mad at Disney immer größer und größer wird. Und was passiert, wenn die organische Suche nach dem Keyword größer wird? Der YouTube-Algorithmus, wie gesagt, pickt das auf und merkt, da suchen Leute nach Mad at Disney und recommendet natürlich den Song auch mehr oder den Upload. So. Da ist jetzt nicht irgendeine krasse Magie dort dahinter, sondern einfach der Algorithmus, der erkennt, okay, da suchen die Leute nach Mad at Disney, wir geben ihnen Mad at Disney. Und Mad at Disney ist halt dann, sobald man Mad at Disney eingeht, wird man auch den Test auch in der Schweiz machen können, kommt halt jetzt in so einem Fall als erstes das Dope Lyrics ist irgendein nicht ein offizieller Upload, das ist von irgendeinem anderen Channel, aber da als dritte sehen wir Official Lyric Video Salami Lese Mad at Disney. Und der Upload, auf den gehen jetzt die meisten Klicks, wie ihr da seht, 1,9 Millionen Aufrufe. Die anderen haben zwar schon ein bisschen mehr, ihr werdet aber sehen, dass das irgendwann mal switchen wird. Und wenn sie jetzt einen guten Job machen, die da jetzt dahinter sind, sage ich mal, wird der Upload am meisten generieren auf YouTube, irgendwann mal später, langfristig sehen. Es sei denn, da kommt vielleicht noch irgendwann ein Musikvideo, weil das ist jetzt nur ein offizielles Lyric-Video. Wenn ihr euch da fragt, wieso das zweimal kommt, Mad at Disney, das eine, der Salem Ilese Topic, ist da der Themen-Channel, der von YouTube Music automatisch generiert wird. Das passiert auch bei Schweizer Acts. Das kann man auch leider nicht loswerden für YouTube. Darum ist der Song wie so doppelt offiziell drin. Aber eigentlich, wenn es meine Vermutung ist, aus Labelperspektive würdest du eigentlich die Aufmerksamkeit im Moment auf diese Quelle tun, weil das wie so das offizielle Lyric-Video ist in dem Fall. Genau. Aber genau so etwas, wenn ihr jetzt selber auch schauen in den Google Trends, gibt natürlich ein bisschen den Indikator, dass es auf YouTube natürlich auch schon am Laufen ist. Jetzt könnte man das, sage ich jetzt einfach mal, als zweite Besonderheit
oder dritte sozusagen ist das wie so mit dem zweiten organischen Wachstum sehr stark. Können wir da noch sagen, ergänzend Daily Views. Und Keyword Mad at Disney wird in unregelmäßigen Abständen bereits in CA gesucht. Weil es uns ja nicht so groß darum geht, was jetzt die US-Entwicklung ist, sondern wir wollen uns das ja aus einer Perspektive anschauen, was da in der Schweiz passiert. Und dann, bevor wir jetzt wahrscheinlich aufhören irgendwann einmal, und der Teil 1 da offiziell aufhört, würde ich als dritte Plattform noch ganz kurz Apple Music anschauen. Oder so lange, wie wir halt brauchen. Aber da haben wir natürlich jetzt YouTube-technisch, wie gesagt, Spotify haben wir uns angeschaut, YouTube haben wir uns jetzt auch angeschaut, dass es da auch am Wachsen ist. Das ist jetzt aber nur gröber natürlich. Man könnte das alles, könnte man noch viel tiefer gehen spinnen. Könnte man sich noch viel, viel tiefgründiger anschauen. Wir kommen vielleicht auch sicher dazu in gewissen anderen Episoden, weil das ja eher jetzt mal ein bisschen gefreestylte Episoden ist und ich auch ehrlich gesagt gar nicht weiss, wie man das Content-Format später oder das Format generell später werden strukturieren. Darum habt bitte ein bisschen Nachsicht, dass das jetzt das erste Mal ist mit dem Track-Travel-Prozess. Hoffentlich ein Content-Format, das wir dann in Zukunft weiterführen können. Aber um die Struktur sozusagen kümmere ich mich später. Genau. Was wir uns an der Oberfläche aber jetzt noch als drittes anschauen könnten, ist, wie steht es dann um den Song auf Apple Music. Und auch da könnte man jetzt, die Seite werde ich auch verlinken, Apple Music, kann man sich auch im Browser anschauen, was da nachher zeigt. Es zeigt eigentlich Apple Music so, wie wenn du es installiert würdest auf deinem Handy. Und auch ohne, dass du eingeloggt bist, kannst du dir da halt die Features und Playlists anschauen. Du kannst halt nichts abspielen natürlich. Aber du kannst dir zumindest mal die Oberfläche anschauen, was dort alles drin ist in dieser Playlist. Und das findet ihr auch unter musik.apple.com oder /browse einfach mit dem jeweiligen Land. Das kann ich aber nachher auch noch alles verlinken. Da, was ihr da jetzt alles seht, da befinden wir uns im Moment im Schweizer Store. Sprich, all die Features, die ihr da seht, sind jetzt für die Schweiz, spezifisch für die Schweizer Apple Music Nutzer aufbereitet worden. Was ich aber da wieder als erstes machen würde, ist, da unten kann man eben auch switchen und zu anderen Ländern gehen. Und da würde ich schnell schauen, wo dann United States ist. Und das Geile ist da an dem Apple Music Browser, dass man da zwischen diesen verschiedenen Ländern kann switchen kann. Das ladet jetzt noch ein bisschen, aber dann müsste irgendwann der US Store kommen. Genau, und da sehen wir, ist schon ein bisschen anders als der Schweizer Store. Playlists sind natürlich die gleichen, oftmals. Aber die Positionierung und welche Playlists halt jetzt grösser sind in diesen verschiedenen Ländern, kann halt rechte Unterschiede ergeben. Und auch was ihr da oben jetzt gefeatured seht, in diesen Kacheln, da seht ihr zum Beispiel die R&B Now Playlist ist in der Schweiz nicht so stark im Vordergrund gewesen. Darum kann es da rechte Unterschiede geben. Was ich da jetzt schnell anschauen ist United States Top 100 von Apple Music. Da kann man sich jetzt sagen, genauso wie wir das vorgemacht haben in der Spotify Top 200, können wir jetzt hier anschauen, ist der Song in der Top 100 überhaupt drin. Da ist er jetzt noch nicht drin, wenn ich nach Disney suche, finde ich auch nichts. Ich könnte jetzt, das mache ich halt nicht, ich könnte allerdings ins Programm gehen, ins iTunes-Programm und dort den Top 200 anschauen. Das ist jetzt aber ein bisschen doof, weil da in der Browse ist nur Top 100. Es könnte gut möglich sein, das schauen wir uns jetzt nicht an, aber es könnte gut möglich sein, dass er in der Top 200 inzwischen schon drinnen ist, weil er genug streamt. Allerdings in Amerika, wir sind ja nicht in der Schweiz jetzt in diesen Charts. Und dort könnte es sein, dass er schon in der Top 200 drinnen ist, würde meine Vermutung jetzt sein. Was wir aber machen können, ist dazu schnell zurückgehen auf die Schweiz.
weil wir ja wollen wissen, okay, ist der Song in der Schweiz vielleicht schon irgendwie im Apple Music Kosmos vertreten. Und das Gemeine ein bisschen an Apple Music ist, sie teilen halt nicht, falsch. Sie teilen nicht Salem. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen von dieser guten. Salem Ilese. Gut. Was ich will sagen ist, Ilese. Sie teilen halt nicht die Streaming-Anzahl. Das ist dann nicht öffentlich, beziehungsweise man sieht halt auch die Zahlen nicht, was es für uns ein bisschen schwieriger macht, um herauszufinden, ja gut, gibt es da überhaupt eine Tendenz? Weil man würde jetzt nicht in erster Linie gerade herausfinden, wenn man im Apple Music Store ist, ob der Song jetzt voll am Abgehen ist oder nicht, sofern man den noch nicht in den Charts sieht. Und Top 100 von der Schweiz, von den Apple Music Charts in der Schweiz müssen wir jetzt nicht anschauen, weil ich weiss ziemlich sicher, dass der Song dort nicht drinnen ist, wenn er in Amerika noch nicht drinnen ist. Ist jetzt in der Schweiz sicher auch noch nicht drinnen, im Moment noch. Aber was man im Fall von Apple Music amigs kann machen, oder so einen kleinen Lifehack, so, wenn wir jetzt da noch ein bisschen Zeit haben zum Tipps zu vergeben. Und zwar kann man da nach dem Künstler suchen im Browser. Und bevor man jetzt auf den Künstler, auf das Artist-Profil drauf gehen, kann man da runterscrollen und da bei Playlists sieht man meistens, also weil ich jetzt genau die Künstlerin, die Salem eingegeben habe, sind die Playlist-Features, die wir da unten sehen, ist es genau gleich wie auf anderen Streaming-Plattformen, wenn es dann heisst enthalten in oder auch gefeatured in dieser Playlist, passiert es da genau das Gleiche, dass man da jetzt würde finden, der Song ist mit ziemlicher Sicherheit in dieser angesagten Pop-Playlist gesiedelt. Und wenn man jetzt da sucht nach Disney, dann würde man jetzt da Mad at Disney den Song finden. Da jetzt auch ähnlich wie der Today's Top Hits auf Spotify, sehen wir sind da natürlich in der Schweiz, sprich die angesagte Pop-Playlist ist so eine von der grösseren Genre-Playlists auf Apple Music im Pop-Bereich, müsst ihr euch vorstellen. Oder wenn nicht die grössere, die es im Pop-Bereich dort gibt, nebst den Today's Hits, nebst ihrer grössten Playlist sozusagen auf Apple Music. Aber die angesagte Pop ist so ein ziemlich guter Garant für den Genrebereich Pop, was halt dort alles abgeht, sage ich jetzt einmal. Und da ist aber der Disney-Track, wie ihr seht, immer noch so im unteren Mittelfeld, würde ich jetzt sagen, ohne dass ich jetzt die Position zählt habe. Aber er ist nicht weit oben und würde jetzt bedeuten, wenn wir jetzt anschauen, Wake Me Up, in dieser Playlist ist er auch drin. Da ist er jetzt schon ein bisschen höher, da ist er irgendwo in der Top 10 gesiedelt. Muss aber nicht heissen, dass die Wake Me Up Playlist jetzt in der Schweiz mega, mega stark konsumiert wird. Und wenn man jetzt da weitergeht, sieht man da Top 100 Philippines, Vietnam. Also in ein paar Chart-Playlists ist der Song schon enthalten. Singapur, Thailand. Aber noch nicht in der Schweiz mega stark, wenn überhaupt, ist auf Apple Music, könnte man jetzt sagen, oder so ein bisschen die Annahme treffen im Moment, oder so der Status Quo auf Apple Music, ist jetzt, dass der Song innerhalb von der Schweiz, Apple Music Schweiz, ist er jetzt in diesen zwei Playlists vertreten, in der Wake Me Up eben ein bisschen stärker. Ich wüsste jetzt aber auch nicht per se, welche gerade stärker am Streamen ist. Von meiner Vermutung oder Referenzbeispiel, das ich habe, müsste ich meinen, die angesagte Pop-Playlist ist im Moment mehr am Streamen in der Schweiz. Sprich, mehr Apple Music-User schauen sich diese Playlist an. Und die Überlegung wäre jetzt dann natürlich, das können wir uns dann vielleicht auch dann anschauen in den kommenden Wochen oder Monaten, je nachdem, wenn ich dann Teil 2 zu dem mache, dass der Song da aus dem Mittelfeld, wenn er jetzt immer grösser wird, auch in der Schweiz,
weil auch immer mehr Apple Music User aus der Schweiz die als relevant erachten, dass zwei Sachen könnten passieren. Zum einen kann der Song innerhalb von dieser angesagten Pop-Playlist wachsen und wird immer weiter aufrutschen, weil er halt mehr gesucht wird und das Team von Apple Music das nachher herausfindet und den nachher auch grösser featuren wird in dieser Playlist. Genau gleich wie beim YouTube-Beispiel, dass man sagt, okay, ihr wollt Mad at Disney, ihr wollt den Song, dann geben wir euch, schauen wir, dass der halt noch präsenter gefeatured ist. Das kann passieren. Und was auch noch passieren kann, ist das Entdecken, wenn wir da jetzt wieder auf den Start zurückgehen, dass der Song halt in gewissen anderen Playlists auch noch wird auftauchen. So etwas wie Future Hits könnte irgendwann einmal auch relevant werden für den Song. Das kann man jetzt zum Beispiel mitbeobachten. Das ist jetzt wie gesagt eine Vermutung von mir. Aber das könnt ihr selber nachher irgendwann mal den Check machen, ob vielleicht in den kommenden Wochen oder Monaten der Song irgendwann so relevant wird, auch im Apple Music in der Schweiz, dass er in die Future Hits kommt, weil da ist er jetzt noch nicht drin, wenn man nach Disney sucht. Und das kann vor allem passieren, dass er halt in gewisse andere, poppigere Playlists reinkommt, wo so ein bisschen, sage ich jetzt mal, im gleichen Bereich, also ein bisschen gleiche Hörer oder Hörerinnen sind, wo sich auch so eine angesagte Pop-Playlist würden geben und auch den Song entsprechend in dieser Playlist. Darum auf Apple Music, was man jetzt kann sehen, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen gemein, weil das halt, wieso kann ich da rauszoomen? Wie das ist das jetzt ein bisschen an der Oberfläche, weil bei Apple Music haben wir jetzt relativ wenig Datensätze oder öffentliche Daten, die wir uns da anschauen können. Aber da könnte man jetzt sagen, für die Schweiz, was so die Besonderheiten sind oder die Merkmale zu dem Song, ist bereits angesagt Pop, Seeding oder Feature, mittleres Feld und Wake Me Up hat ich glaube geheißen, Feature Top 10. Genau. Eventuell kommende Features in den nächsten Wochen, Future Hits etc. Ist jetzt einfach mal ein bisschen meine Prognose. Könnte aber auch auf völlig einen anderen Weg gehen, das weiss man halt dann zu einem Fall nicht. Mein Guess ist aber, dass das irgendwann ziemlich schnell mal relevant könnte werden für ein Future Hit oder auch für Today's Hits. Wenn ihr euch gefragt habt, was ich vorher gemeint habe mit der Today's Hits, das ist die stärkste oder mitunter die stärkste Playlist, die Apple Music hat, international, aber auch in der Schweiz. Das ist wie so die Königs-Playlist im Store. Die heisst Today's Hits. Und da ist er natürlich auch noch nicht drin. Das würde mich jetzt erstaunen, wenn er da drin wäre. Aber irgendwann wird er halt auch für diese Playlist oder halt eben am Anfang vielleicht für eine Future Hit relevant werden. Auf Apple Music von allen drei allerdings, würde ich jetzt spontan meinen, ist im Moment noch am wenigsten Action, sagen wir jetzt mal bei diesem Song. Gut. So, das ist jetzt mal die 3 Plattformen, die wir uns anschauen können. Bevor ich aber die Folge noch beende, schauen wir uns eben noch an, weil das macht es eben ein bisschen, tut es ein bisschen richtig abrunden, sage ich mal, für das Mad at Disney Beispiel. Würde man jetzt trotzdem noch nicht so fest drauf kommen, ohne dass man jetzt den Background weiss. Gut, was hat aber dazu geführt oder was ist jetzt, wieso ist der auf Spotify? Jetzt könnte man eben noch weiter hintergehen und sich überlegen, ja, aber gut, wieso wird er überhaupt auf YouTube gesucht? Und wieso ist der jetzt am Steigen auf Spotify, vermutlich auch auf Apple Music? Wieso ist der überhaupt am Steigen auf all diesen 3 Plattformen und wieso wird er jetzt halt auf YouTube gesucht? Und wie das halt so ist bei vielen von diesen International Beispielen jetzt im Moment, sage ich mal,
ist das auch bei dem Mad at Disney so, dass das, wer hätte das gedacht, ein TikTok-Viral-Hit war oder ein angehender TikTok-Hit sozusagen. Wieso weiß ich das? Oder wieso kann ich das vermuten? Die gute Salem hat das natürlich auch in ihrem Feed gepostet. Irgendein Rolling Stone Article, wo da heißt How an angry Disney fan made a massive TikTok hit. Die suggerieren da schon ein bisschen im Rolling Stone Ding, dass der Song vermutlich so ein bisschen auf TikTok zuerst viral gegangen ist und erst dann richtig gesucht worden ist. Kann ich jetzt aber nicht auf sicher sagen, weil man weiss amigs nicht, ob es ist halt ein bisschen gemein. Im Moment, ihr müsst es euch vorstellen, im Moment wird das halt sehr, sehr oft verwendet, der Claim oder der Tag, es ist ein TikTok-Hit. Oder es ist irgendwie auf TikTok viral gegangen und die ganze Welt kennt sie jetzt. Was ich jetzt da nicht weiss oder for sure kann sagen, ist, ob der Song vielleicht schon am Aufkochen war in der Streaming-Welt und dass einfach sich noch alles multipliziert und so schneeballmäßig noch ins Rollen gekommen ist mit TikTok. Es könnte jetzt aber sein, wenn man sich so ein bisschen News-Stories anschaut, dass so der erste richtige virale Moment oder so der Zünder ist am ehesten auf TikTok entstanden. Ich sage das aber eben, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig, weil das oftmals halt auch propagandamäßig verwendet wird. Dass halt TikTok, es ist ja im Interesse von TikTok oder von diesen Social-Media-Plattformen, dass sie können behaupten, hey, der Hit ist wegen uns entstanden oder der potenzielle Hit in dem Fall, weil es ist ja noch kein Hit. Aber es ist wegen uns entstanden. Und da muss ich halt wieso einfach als Disclaimer sagen, weiss ich das nicht genau, ob es auch nicht hätte können sein, dass der Song einfach auf Spotify schon am Abgehen war vorher und sich das alles einfach noch ein bisschen multipliziert hat mit TikTok. Was man aber weiss, wenn man jetzt da TikTok sich anschauen, ist, dass wo sind wir da? Genau. Dass der Song, ist mir da jetzt auf der Seite, genau, da sieht man jetzt, Mad at Disney von der Salem hat schon 1,3 Millionen Videos generiert auf TikTok. Auch das wieder, was bedeutet denn das, Alex? Oder was heißt das jetzt? 1,3 Millionen Videos. 1,3 Millionen Videos weltweit von Leuten, wie ihr da seht, jenste Uploads von Leuten, die irgendwie ein TikTok gemacht haben zu dem Song. Also auf TikTok nennen sie das Creations oder halt einfach ist ein Upload, müsst ihr verstehen, wie die junge Dame oder der junge Herr da irgendetwas mit dem Song gemacht haben. Ob das jetzt ein Meme ist oder da viel Make-up-Zeug, wo jetzt auf TikTok auch recht gross ist, dass man irgendwie so das kombiniert mit irgendwie Make-up-Artisten oder so etwas. Und das könnt ihr euch selber mal ein bisschen anschauen. Ich kann da wie so keins davon spielen oder ich könnte es nur auf Mute spielen, was nicht so viel bringt. Aber was man da jetzt kann ein bisschen schlussfolgern, und das kann ich euch nachher auch zeigen mit YouTube auch noch, ist, dass es ein ziemlich safe ist zu behaupten, dass der Song recht gross jetzt mittlerweile schon geworden ist auf TikTok, wenn nicht noch grösser wird. Wenn ihr da jetzt seht, sehen wir das jetzt da rechts. Genau. Wenn ich da jetzt nach rechts gehe, und da seht ihr so Savage von der Megan Thee Stallion mit 31 Millionen Videos auf TikTok, ist so ein bisschen das Nonplusultra. Es gibt natürlich noch ein paar andere, der Party Girl Song vom Künstler, wo mir leider empfallen ist, der Name, aber es ist eher ein hip-hoppigerer Track. Kann man ein bisschen als Referenz nehmen. Jetzt in so einem Fall ist schön, dass es da jetzt gerade angezeigt wird. Mit 31 Millionen Videos könnte man jetzt auch sagen, okay, 1,3 Millionen Videos, Uploads auf TikTok ist jetzt noch nicht mega mächtig, aber das ist in einem internationalen Rahmen. Müsst ihr denken,
gehört das schon zu der oberen Liga, sage ich jetzt mal, von der TikTok-Viralität. So. Auch das könnt ihr jetzt in Zukunft oder in den nächsten paar Wochen und Monaten könnt ihr beobachten, wie sich die Zahl auch da gegen oben verändern wird. Also aus diesen 1,3 Millionen Videos kann man schnell mal 10 Millionen Videos werden. Umso mehr Leute dann natürlich dazukommen und halt irgendetwas mit dem Song auf TikTok machen. Genau, wieso könnte man jetzt als zweiten Indikator auch noch nehmen? Das können wir uns gerade mal schnell aufschreiben da, dann haben wir das auch da. Und vielleicht mache ich dann auch etwas mit dem Wordsheet. Schlussendlich kann ich das wie so auch in die Description irgendwie reinnehmen oder aufladen. Aber da könnte man jetzt sagen, TikTok bereits 1,3 Millionen Uploads, Creations auf Song mit Tendenz auf mehr, mit wachsender Tendenz. Wieso sage ich das jetzt? Wachsende Tendenz oder wieso würde ich, nehmen wir das mal schnell weg. Auch da wieder genau das Gleiche mit dem Google Trends Beispiel könnte man es jetzt auch machen. Es geht jetzt ein bisschen zu lang, aber was man da jetzt kann zum Beispiel machen ist TikTok. Und da werdet ihr nachher schnell sehen, was ich meine, dass da schon mega, mega fleissig nach TikTok-Compilations gesucht wird zu dem Mad at Disney Song. Und auch das gibt amigs so ein bisschen den Indikator, sage ich mal, das zusammen mit den, wenn ihr euch ein bisschen fragt oder ein bisschen selber beobachten wollt, wie sich so TikTok-Hits verhalten, kann man sich, wie so gesagt, kann man sich die Anzahl Uploads anschauen, was überhaupt abgeladen wird dazu. Und dann kann man auch mal den Test machen auf YouTube, ob Leute nach dem Keyword suchen, TikTok oder irgendwie in Bezug zu TikTok. Und das ist schon recht mächtig, was man da sieht, dass da gewisse TikTok-Compilations zu dem Song gibt, wo da 600'000 Views haben, 800'000 Views, nochmal 100'000 Views, nachher nochmal 800'000 Views, 1,1 Millionen Views. Und das sind jetzt 5 Uploads gewesen, wo nur TikTok-Compilations sind. Also da drinnen findet ihr nur irgendwie Leute, die einfach irgendwelche TikToks gemacht haben zu dem Song, irgendwelche 15-Sekunden-Clips. Und das ist natürlich schon krass, weil so viel User-Generated Content zu haben, zu Leuten, die einfach freiwillig auch noch so Compilations machen, beziehungsweise das auch noch aufladen auf YouTube und dir noch mehr Views und noch mehr Viralität geben und Hype sozusagen um den Song, zeigt halt schon sehr krass auf, dass der Song beziehungsweise auch die TikToks dahinter da mega, mega stark am Wachsen sind. Weil das hat nicht jeder. Nicht jeder TikTok-Song, sage ich mal, hat gewisse Compilations mit einer Million Views auf YouTube. Also wenn ihr da ja schauen, nur so TikTok-Compilation hat 1 Million Views. Ihre Official Lyric Video hat gerade mal 2 Millionen Views im Moment. Ist auch erst vor einer Woche hochgeladen worden. Das gibt natürlich auch so ein bisschen einen Indiz, müsst ihr auch ein bisschen mit einberechnen. Das ist vor einer Woche erst hochgeladen worden und hat schon 2 Millionen Aufrufe. Für das, dass man sie nicht kennt und nur nach dem Song sucht, ist das natürlich auch schon recht mächtig. Aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen, okay, die Kraft auf TikTok. Auch da könnte man jetzt noch sagen, hohe Anzahl an User-Generated Content, TikTok Compilations auf YouTube. Was natürlich auch so ein bisschen aufzeigen soll, dass der Song jetzt immer mehr an Aufmerksamkeit wird gewinnen und immer mehr an Viralität wird gewinnen, sozusagen. Genau. Was gibt es noch? Ich glaube, rein vom Overview ist das eigentlich gewesen, dass ich einmal aufzeigen wollte, okay, was heißt das für die verschiedenen Plattformen? Wie sieht das überhaupt aus, wenn man sich jetzt so einen
ganz, ganz frischer Song, weil der Song ist schon noch relativ neu oder die Songentwicklung, sage ich mal. Wie sieht das überhaupt aus oder was für Überlegungen macht man sich da, wenn man sich eben so den Status quo oder den Werdegang von dem Song anschauen will. Wir sind jetzt noch nicht im Werdegang drinnen natürlich oder wie sich der wird entwickeln. Wir haben jetzt zuerst mal so ein bisschen einen Status-Check machen, könnte man sich eigentlich so anschauen. Und zwar auf diesen Plattformen Spotify, YouTube, Apple Music und TikTok haben wir jetzt gemacht. Das sind so ein bisschen die grössten Plattformen. Jetzt könnte man das in sich selber, die Kurzanalyse, die man gemacht hat, könnte man jetzt auch nochmal abbrechen, so als Finale mache ich das jetzt noch so ein bisschen als Interpretation und dann hören wir auf mit dem ersten Teil von dem Track-Travel-Prozess von dieser Folge. Aber das, was wir jetzt da analysiert haben oder uns aufgeschrieben haben, könnten wir jetzt nochmal abbrechen in so einen kurzen Recap und sagen, dass auf jeden Fall das Spannende daran ist, dass der Song auf Spotify oder so in Kürze, könnte man jetzt so ein bisschen zusammenfassen, was macht es auf Spotify spannend? Der Song ist in den US-Charts recht krass am Steigen, schon kurz vor der Top 50. Was könnte bedeuten, dass es auch für die Schweizer Spotify-Charts irgendwann mal bald sehr relevant könnte werden? Der Song hat auch schon sehr gute Voraussetzungen und Positionierungen, weil er in dieser TikTok-Hits und in dieser Today's Top-Hits schon drinnen ist. Wir werden uns da zu Spotify wahrscheinlich dann in den kommenden Wochen so ein bisschen anschauen, wie sich der Song entwickelt hat. Bei YouTube, was spannend ist und was man auch nicht hätte können wissen, wenn man das nicht tiefgründiger analysiert hätte, ist, dass der Song nur noch plus minus 1000 Daily Views braucht, um auch in die Top 100 von den Schweizer YouTube-Charts. Braucht also nicht mehr sehr viel. Und dass der Keyword Mad at Disney offensichtlich, wenn man jetzt gemäss den Google Trends geht, immer stärker und stärker gesucht wird, nicht nur weltweit, sondern auch in der Schweiz. Apple Music im Moment noch ist noch nicht so viel am Laufen. Da haben wir jetzt aber auch nicht so viel analysieren. Das beste Argument da im Moment, würde ich meinen, ist das angesagte Pop-Feature, das der Song hat und dass aber auch auf Apple Music der Song gute Chancen wird haben, rein von der Positionierung, dass da noch mehrere Song-Features dazukommen. Und TikTok, muss man auch klar sagen, als Zugpferd da, nebst YouTube, beziehungsweise nebst Spotify und YouTube. Oder YouTube ist jetzt noch nicht so stark, aber TikTok nebst Spotify, müsste man meinen, ist jetzt das zweite Zugpferd, weil mit 1,3 Millionen Uploads auf dem Song entstehen da schon mega viele TikToks im Hintergrund oder irgendwie einfach Uploads, wo Leute dazu machen. Und in dieser Kombination mit der User-Generated Content, mit diesen TikTok-Compilations auf YouTube, kann das natürlich einen spannenden Mix geben, beziehungsweise eine grosse Lawine auslösen, weil das füttert sich natürlich auch gegenseitig. Ich muss wieso verstehen, wenn natürlich mehr TikTok-Compilations auf YouTube dazukommen, kommen das mehr Leute über auf YouTube, die sich überlegen, hey, was ist das überhaupt für ein Song? Dann gehen die vielleicht auf TikTok oder kommen von TikTok auf YouTube, weil sie dort Compilations anschauen wollen, stoßen dann vielleicht aufs Lyric-Video oder gehen halt auf Spotify oder Apple Music den Song hören. Und um das soll es ja ein bisschen gehen bei dem Track-Travel-Prozess oder bei dem neuen Format, wo wir da gerade am entwickeln sind. Das war jetzt mal so ein bisschen die erste Folge gewesen, wo wir ein bisschen gefreestylt haben. Aber genau um was soll es so ein bisschen gehen? Es soll darum gehen, dass wir ein bisschen besser nachvollziehen können, was mit so gewissen Songs auf dem Markt überhaupt passiert, was für einen Weg die überhaupt durchgehen, darum auch der Name Track Travel Prozess oder was für einen Werdegang die oder wohin sich die Songs könnten entwickeln. Und in dieser Episode haben wir das jetzt einmal angefangen oder der Startschuss von dem neuen Format hat jetzt da der Mad at Disney Song von der guten Salem Ilese, von einer ganz neuen Künstlerin, hat wie so den Startschuss angegeben zu diesem Content-Format. Da wird es aber jetzt sicher noch einen Teil 2 geben dazu. Ich habe das einmal da als Livestream testen, einfach auch, dass ich das Video nachher habe und nicht mehr zusammencutten muss.
Es wird vielleicht auch noch Clips geben dazu, es wird aber ganz bestimmt noch Teil 2 geben, es wird ganz bestimmt noch neue Songs geben oder andere Songs, die wir machen. Vielleicht auch mal in einem anderen Genre, wie zum Beispiel im Hip-Hop, natürlich, wo sich auch ganz, ganz viele Songs aneignen dafür. Das war jetzt mal so ein erster Test gewesen, würde ich sagen. Und ich gehe da jetzt zurück ins YouTube-Dashboard. 1 Stunde 40 ist schon anständig und ich schaue jetzt mal, ob ich das Video nachher das erste Mal noch bearbeite oder gerade so drauf tue. Wahrscheinlich lade ich das nachher gerade drauf. Und würde mich für den heutigen Abend jetzt schon verabschieden, weil es jetzt bald schon 12 Uhr ist und ich pennen will. Für die das später werden anschauen, ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen eigene Überlegungen machen dazu. Und es wird sicher noch weitere Folgen geben, wo wir das ein bisschen genauer uns anschauen. Von dem her, danke fürs Zuschauen oder für die das später werden anschauen und bis zum nächsten Mal hier beim Collab Podcast.